In Valascha müssen sich die Zuschauer bis am Anfang des dritten Drittel gedulden, bis sie ein Goal zwischen Ambri und Zug zu sehen bekommen. Immerhin, es ist eins für das Heimteam. Ambri startet den letzten Abschnitt in Überzahl und schon nach ein paar Sekunden landet das Hartgummi im Goal hinter Jussi Markkanen. Der beschwert sich zwar noch und das Video wird konsultiert, aber der Treffer von Trevor Meyer völlig regulär. 10 Minuten vor Schluss setzt Ambri noch einen nach. Der Paolo Duca lanciert der Inti Pestoni und der versetzt nacheinander Diaz und Markkanen und markiert 2:0 für Ambri. Die Valascha aus dem Häusli, der zweite volle Punktgewinn der Bianco Blu in dieser Saison liegt in der Luft. Allerdings nicht lang. In der 53. Minute kommt Zug durch Borsin Gamichel auf ein 2:1 her. Und darauf schießt der Damian Brunner dann noch der vermeintlich Ausgleich. Der Zuger Stürmer trifft da aber nur die Latte, wie diese Bilder zeigen. Weil die Schiedsrichter aber nur die Hintertorkamera konsultieren können, wird bis zum Schluss nicht klar, wo die Scheibe landet. Der Treffer zählt und es kommt zur Verlängerung in Leventina. Der neue Ambri-Trainer Kevin Konstantin allerdings spielt zu Recht nur unter Protest weiter. Immerhin, seine Mannschaft kann das Spiel nach rund 30 Sekunden Verlängerung für sich entscheiden. Der Eric Landry macht mit seinem vorbildlichen Einsatz der Frust vom Gegengoal, wo Käse war, fast wieder wett und sichert Ambri so 2 verdiente Punkte. Well, Kevin Constantine, look at what you've done. How does it feel after that game? I love the faithful. That's the faithful right there, if they're still here in this cold. So it was fun, a lot of fun. Was it only fun, but it was really hectical after all in third period, too? Well, I mean, it was a good hockey game. I mean, close all the way. We get a lead, we give up a lead. There's controversy on the goal, and then a nice overtime goal by Eric. That's a pretty fun hockey game. What is fun, too, is that you said you never won 3 points for victory, but you probably could have won 3 points tonight. Yeah, I don't think the puck went in. I think the refs can only use certain angles. If they had all the camera angles, they would have probably saw that the goal didn't go in, and we would have got 3 points for the first time in my career. And now you won the first time in the first game with your new team. What is possible with that new team? I don't know what's possible. I know that you know, we'll just go back and see if we can take a step forward, watch a little video, learn a little bit, make a few corrections, and play our next game. You know, so I know it's cliche, but we'll just worry about our next game.